schon noch lässig, he? Lass den Gastion jetzt die Kaffeebar beleben durch. Hey, jo, mit Hausfrauenaerobik, Orangenhütte und Zellulite bekämpfen. Schau, jetzt wenigstens ein vernünftiges Znüni, das noch zahlen kann. Ja, es gibt ja nicht einmal mehr eine anständige Znüni bei uns Dorf. Und schon nie mehr eine Znüni über. Nein, nur noch, überall Pizza, Pizza, Pizza. Ja, und im Bahnhöfli unten. Pizza Istanbuli. Hallo zusammen. Sorry, Mario. Ja. Frau Thüring, ein Espresso bitte. Komm grad. Hans-Rudi Thöring hört das Gemeinderat in der zweiten Amtsperiode jetzt mit drin wieder auf. Dann sagt man Management bei Helikopter. Ein Haufen Lärm machen, Staub aufwirbeln und wieder verschwinden. Ja, warum geht er denn eigentlich? Die 750 Jahre haben ihm doch arg zugesetzt. Er hat die Scheins schon alt drin. Er werde von den alten Schweden überfallen. Oder er müsste in Klemmerli-Fabriken arbeiten. Ja, also nach dem Bock, den er mit den Elektrokästen geschossen hat, wäre das eine angemessene Strafe. 15 Stück hat er eingekauft, von 35.000 Stutz, ohne jemanden zu fragen. Fremdes Geld hat man dann schneller ausgegeben. Ja, aber was könnte man sich denn jetzt als Nachfolger vorstellen? Das müssen wir näher untersuchen. Vom Kommissar. Das wird schwer. Es gibt nur 3 Kommissare. Der Columbo, der Derek und der Häuser. Muss ein Gemeinderat können rechnen. Ja, also wenn er es nicht kann, dann muss er einen kennen, der es kann. Also der Hans Rudolf, der hier. Der hat aber noch keinen kennt. Kannst du mir noch ein Sandwich mit Schinken bringen, Sandra? Natürlich. Wir ein Gipfeli, einen Kaffee und einen halben Mineral. Gell. Wir auch mit 2 Rämchen, aber ohne Mineral. Und sofort. Also ich könnte mir zum Beispiel noch mal den Züllig vorstellen. Der hat doch einfach ein ruhiges Wesen. Nein, hey, wir suchen einen neuen Besen. Einen, der ein wenig wischen tut. Ja, wisch der Dreck weg, 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 weg. Hey, der Pepsi, das ist doch noch einer von uns. Ja, der hat schöne Traktoren. Und hörst du ins Glio arbeiten, der hat Zeit. Der schaut jeden Fahrgestell hinterher. Der Bachofen Hans-Peter, das wäre doch noch eine stabile Sache. Nein, der hat doch schon genug mit der Bürgergemeinde am Hals. Wenn sich halt ja Flüchtlinge aus Afrika einbürgern lassen. Ja, was meinst du? Wie viele Bananen müssten wir hier einkaufen? Hey, pass auf, das ist dann rassistisch, he? Also die Negro-Reingassen-Mohrenköpfe haben auch nach über 50 Jahren das Logo wechseln. Ja, der Schwabenkäfer geht auch nicht mit Landi. Wegen dem Insektengift. Aber du, Zimmi, Was? du wärst ein valabler Kandidat. Nein, hör auf, nein, ich schraube lieber an meiner Maschinennummer. Ja, warm und kalt Wasser. Du, Pauli? Leute, ich schwinde lieber mit Pinsel da und etwas rechts raus. Aber du, Buri? Nein, ich bin lieber in der freien Natur und schaue jeden Morgen, ob mein Hippie-Zelt noch steht. Du, Mario? Nein, ich nagle lieber auf dem Boden. Nein, aber der Präsi vom FC, der Bulle, hey, das wäre doch noch ein guter Kandidat. Dann gibt es ja noch mehr Schüttiplätze und Schüttiplätze. Oh, beruhig dich. Der Emilia Stöckli, vom Männerchor. Ja, der wird wenigstens im Gemeinderat den richtigen Ton bereichen. Muss ein Gemeinderat können schreiben. Nicht mehr, wie du hier aufschreiben tust. Es soll einer sein, der politische Ahnung hat. Ein von einer Partei. Ja, der Pascal Lüscher von der SVP. Der hat aber keine eigene Zeitung. Ja, aber der ist jung, dynamisch und erfolgreich. Nur nicht in der Politik. Da fällt mir gerade noch einen ein. Wisst ihr, was der Unterschied ist zwischen Windeln und einem Politiker? Es gibt keinen. Beides muss man regelmäßig wechseln, weil sie verschissen sind. Was muss denn ein Gemeinderat können? Er muss mindestens einmal in der Woche an eine Gemeinderatssitzung gehen.
Ich mach's! Was? Wir sagen nur kurz und knapp, ein Thüring löst der andere ab. Salut miteinander! Seht ihr es auch da hinten? Bleib da. Ein Pfanne-Typ Wok vergrinnt als Schutz. Wegen dem Bodycheck ein Brustpanzer für 100 Stutz. Ein Eierschutz aus Stahl, wichtig, ziemlich dick. Ein Zahnschutzset für einen Roundhouse-Kick. Dann noch Medis, Salbi und Pflasterhaufen. So, jetzt gang ich in den Ausgang saufen. Der Vers geht noch weiter. Hirnerschütterung, ein verbogene Zinken. Sassen ein paar Tage nur als Trinken. 6 Rippen gequetscht, 4 Plomben draus. Da unten ist mein Glei auch nicht mehr im Schuss. Ja, vom Ausgang komm ich heim, total verletzt. Es hat mich mit dem Elektrotrotti auf die Schnur geschletzt. Russland in einer WM-Nacht hat der Chaka da das Zeichen gemacht. Ich hab mich gefragt, was zeigt ein die Kamera? Plötzlich hab ich die Antwort gehabt. Der grüßt doch nur seine Frau, wo ist daheim geblieben? Ich bring dir Always Ultra mit Flügel, da sind's grad abgeschrieben. Apropos WM. Ganzes heißes Eisen. Die Schwaben haben Weltmeister werden. Also. Die Schwaben haben Weltmeister werden. Also eben. Die Schwaben haben Weltmeister werden. Scheint das beste Team auf dieser Erde. Die Schwaben haben Meister werden. Ja, was wartet ihr, das ist doch Poete. Dort am Bergli steigt der Räuber ins Haus. Zucker wollen ihn fangen, doch der Tesla hat keinen Fuß. Als Gast bin ich letztes Jahr 6 Leute besuchen. Dann höre ich plötzlich eine Stimme zwängeln und fluchen. Ja, dann sehe ich, wie ein paar Zunftbrüder trotzdem klagen. Etwas im Stechschritt zur Scheitelbiege tragen. Jetzt läuft mich sofort runter, schreit das Wesen. Ich bin doch Stadtpräsidentin Akuma und nicht am böse Besen. Letzten Frühling, ich hab gemeint, ich spinn. Hocke im Zug, fast noch Kardinal und Pfaffendin.
Die haben erzählt, sie kämen von nah und fern und pilgern mit Glaubensgenossen bis auf Bern. Es ist halt schon ein bisschen die Lust, was in alle stieren, wenn ein Haufen Young Boys eine grosse Party feiern. Am Black Friday beim Stammtisch mit Bier und Wein frag ich in die Runde, ja, was das denn für ein Hype soll sein. Da meint der Charlie, also der Friday, der macht jetzt jeden froh. Da kriegst du 2 für 1, drum wird jetzt noch eine genommen. Bestätigung bekomme ich später von meiner Frau daheim. Für mich Vollsuff gibt's 3 Klapper anstelle von 2. Der neueste Schrei, und das ist wahr, sie züchten Fleisch im Labor. Sie züchten Früchte, sie züchten Gemüse, sie züchten Hände, sie züchten Fies. Und sollte man bald beim Menschen züchten sein, planet endlich bei den Tagweiler das Hirn ein. Zum Schluss machen die Schwaben noch so schnell aus dem Putzelweibli Merkel Germany's Next Topmodell. Jetzt trägt sie Designerhosenanzüge vom Job und Dior, anstatt die Ossi-Döpies aus den 60er Jahren. Und elegante Schuhe mit Absatz, was sie grösser machen, anstatt die alten DDR-Schlappen, die flachen. Und seidige Foulard in lila oder gel, anstatt die verbleichten karierten Polyester-Schal. Und der Push-Up-BH soll neu ihre Oberweite wirken, anstatt die feinere Platziwäsche aus dem Erzgebirge. So, jetzt passt fast alles. Die neue Garderobe und der präsente Busen. Nur der Kopf schaut halt immer noch oben raus. «20 Jahre Viagra». Auch ich möchte noch gratulieren. Endlich ein Grund, einmal eine auszuprobieren. Ich habe die blaue Pille zusammen mit einem Schluck Champis genommen. Ein Moment später, hey, jetzt schau auch da. Hat's fürs Jubiläum exakt nach 30 Minuten 10 auch von mir noch Standing Ovation gegeben. Kürzlich habe ich, weil's mit Tamedia besser läuft, wieder einmal eine Basler Zeitung für 3 Stutz gekauft. Nach dem Feierabend habe ich dann solidarisch gedacht und sie einem Gloschar am unteren Rheinweg geschenkt. Noch säckelt er mir nach, ja gemeint, er will sich bedanken. Was? Du liest Spatz, du arme Siech, schau da, hast 3 Franken. Ciao zusammen, schönen Abend.
Heisli, au, au. Heiß, 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 Heisli, Heisli. An der Finger Heisli, au, au. Heiß, liegst an der Waffe und strichst den Leben. Noch bleibst du ein Leben lang an dem Sack geben. Heisli, Heisli, an der Finger Heisli, au, au. Heiß, 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 Heisli, Heisli, an der Finger Heisli, au, au, heiß. Heisli, so ist der Heisli, au, au. Heiß, 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 Heisli, Heisli, so ist der Heisli, au, au, heiß. Ich bin nicht. Ich bin jemand. Die Madame de Meuron aus dem Teig von Bern hat einmal gefragt, seid ihr jemand oder nehmt ihr den Lohn? Ich nehme den Lohn. Ich bin nicht. Das macht nichts. Das ist immer noch besser als gar nichts. Da bin ich lieber nicht. Gar nichts, nichts sein ist nichts. Gar nichts sein ist nichts als nichts. Der Donald Trump, der Wladimir Putin, der Erdogan, der Bashideur, die sind jemand. Ich bin nicht. Gut, der Baschi hat oben auch nichts. Der Putin nicht viel. Und der Donald Trump höchstens ein Hampfler Kamel haben. Da habe ich wenigstens nicht nichts. Aber ich bin nichts. Warren Buffett, Investmentunternehmer, Grossinvestor, Mäzen, Milliarden Dollar schwer. Da dagegen habe ich nichts. Ich habe nichts. Aber ihr Swiss-Präsident Peter Grünenfelder, der entwickelt Ideen für übermorgen. Die habe ich nicht. Ich habe nichts.
Aber der Geberpräsident, der Valentin Vogt, der hat etwas zu sagen. Der sagt, wie viel wir wert sind. Er hat nur Angst, wenn das Rahmenabkommen mit der EU nicht durchkommt, sie anständige Löhne zahlen. Die Angst muss ich nicht haben. Ich habe nicht. Präsidenten von Real Madrid, Barcelona, Paris Saint-Germain, Juventus, Liverpool und ihre Spieler, ein Ronaldo, ein Messi oder wie sie alle heißen, die haben etwas. Alles Millionäre. Oder IB. Von Basel wollen wir jetzt nicht reden. Ich kann nicht einmal schütten. Ich bin nicht. Nicht. Einfach nicht. Und habe nicht. Aber habe ich mir schon mal überlegt, ob ich mit denen täuschen mit einem Trump, brudert wie eine Frau. Mit einem Putin, der kriegt ja den rechten Arm nicht mehr ab. Mit einem Erdogan, wo man nachher sagt, er hätte Geissen gern. Und den ganzen Tag den die nur liegen. Nein! 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 Und der Bastideur, der wäre mir zu klein. Oder mit einem Cerdan Shakiri täuschen. Rumlaufen mit O-Bein und mit einem IQ wie ein Kieselstein. Nein! Das Tollste von dem ist, wenn er den Adler machen kann im Liebling mit dem Schweizer Kreuz. Nein! 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 Wenn er wenigstens den Gucker gemacht hat! Da bin ich lieber nicht. Aber bin ich wirklich nicht? Sind wir alle niemand? Wir sind gegen die hier alle nichts, das mag stimmen. Am Schluss sind wir alle nichts. Aber ich glaube, wenn ich so denke, wir haben alle unsere Aufgabe, unsere Bestimmung auf dieser Erde. Ich habe auch meine Aufgabe und die muss ich erfüllen. Und du und du auch. Jeder halt auf seine Art. Also, packen wir's an. Du und ich, wir sind nicht nichts. Wir sind jemand. Madame de Meuron. Eine Schnitzelbank, wo jeder lacht. Wir plaudern aus, was im Dorf ist passiert. Gnadenlos und ungeniert. Mein Papi hat auch letztens sein neues Navi ausprobiert. Doch es hat ihn nicht verstanden, er ist mega frustriert. Da schreit er ganz laut, jo, fahr doch zur Hölle. In Darwil fragt er sich, was er jetzt dort soll. Im Bundesrat sind neu 2 Frauen gewählt worden. Wenn wir ehrlich sind, macht uns das ein bisschen Sorgen. Immerhin ist bei denen die Rollenverteilung klar. 6 regieren und eine steht am Herd. Etwas frage ich mich schon lange. Weißt du das, du Glatte? Heissen Frauen im Bundesrat eigentlich Bundesratte? Eins, 2, 3, 10, 12, sogar 30. Noch ne Hampfle mehr, jo, wir sind ganz fleissig.
Nein, das sind nicht Herdöpfel, die wir fürs Mami stellen. Wir tun die Fehler im diesjährigen Kuf erzählen. Einmal groß, einmal klein. Das ist fast wie bei Maurice daheim. «750 Jahre Ettigen, hörst den Sommer im ganzen Dorf singen. Dum, 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 dum. Der Brun ist glücklich, dürft Würst in Beizen bringen. Dum, 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 dum. Doch am Sonntag ist die Lieferung fast ins Wasser geflogen. Liegt besoffen unter dem Tisch und das Conny tut toben. Ein, zwei Würst, das ist mir doch Wurst. Ich trinke jetzt lieber einen über den Durst. Sahne, Zwei. Wir haben einen Ohrwurm ins Sujet von der Fasnacht das Jahr. Dum, 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 dum. Das Lied macht dich verrückt, hast die ganze Zeit im Ohr. Dum, 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 dum. Im Dorf singen sie alle, wir sind fast durchgefallen. 079 hat sie gesagt. In der 5. Klasse haben wir Sexualunterricht gehabt. Dum, 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 dum. Pille, Kondom und auch Spirale kommt dran. Dum, 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 dum. Verhütung haben wir besprochen, auch Schwangerschaft und so. Hey Sandro, willst du nicht auch mal gehen? Ein Student macht wegen der Negro-Rigas ein Riesengeschiss. Dum, 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 dum. Das Logo sei zu dunkel und eben zu wenig weiss. Dum, 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 dum. Das darf ab sofort nicht mehr gebraucht werden. Warum macht er nicht in Derwil so eine Beschwerde? Das Logo kannst du einfach verschwinden lassen. Aber David ist leider immer noch da. Neu darfst du mit dem Automatausweis auch geschaltene fahren. Dum, 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 dum. Hey jo, so kannst du in Zukunft ein paar Fahrstunden sparen. Dum, 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 dum. Es kommt, es hüpft, das ist doch egal. Bei meiner Mami ist das schon lang normal. Wir sehen doch Nacht, es steht sehr Nacht, wo jeder lacht. Wir bauen uns, was im Dorf ist passiert, gnadenlos und unschuldig. Lauterin, wir sehen doch Nacht, es steht sehr Nacht, wo jeder lacht. Wir bauen uns, was im Dorf ist passiert, gnadenlos und unschuldig. Lauterin.
hat sie Loch. Ja, ein Bach hat sie Loch. Ja, ein Bach hat sie Loch. Das macht keinen Sinn. Jetzt ziehen die eine wieder. Vielleicht ist sie auch da. Aber von das klein nicht. Zum Glück ein Meter mehr gehört. Ja, ein Bach hat sie Loch. Ja, ein Bach hat sie Loch. Ja, ein Bach hat sie Loch. Das macht keinen Sinn. Irgendwann ist genug gewesen, noch bin ich dann halt los. Selig in der Pfanne, wie Geld wieder auf den Stoß. In meinem Sack, da hat sie Loch. In meinem Sack, da hat sie Loch. In meinem Sack, da hat sie Loch. Das macht keinen Sinn. Und im Bach hat sie Loch. Ja, im Bach hat sie Loch. Ja, im Bach hat sie Loch. Das macht keinen Sinn. letzten Jahr passieren. Vielleicht mag es jemand interessieren. Die Hitze, die hat der Menge nicht verdreht. Der Gücker weiss darüber Bescheid. Gück, Gück, rief es aus dem Wald. Ah, der hat das schon wieder vergessen. So schnell vergisst man. Die haben es noch mal lieben. Gück, rief es aus dem Wald. Also gestern sind sie fast noch besser gewesen. Gück, ah, sehr schön. Sie kommen zu mir, zum Denkmal Griebli, mit Gottlieb Würst, Salat und Riebli. Es wird gelicht und herzhaft gefressen, nach dem Fressen der Dreck vergessen. Bei der Grillstelle ist ein Grüß, sieht's wie beim Wasser das Terwilus. Und bei der Mikroglasdeponie können die Filialen vom Wasser sein. Gück, der Frauenchor, vergiss mein nicht, zeigt im Sommer das wahre Gesicht. Singt im Wald in den höchsten Tönen, Leute ist es, aber gar nicht schön. Fuchs
Ross und Has, es ist ja so, säckeln ab dem Gesang davon. Trotzdem Lärm, die Wildsäue grasen und vermehren sich wie die Hasen. Kuckuck, Kuckuck, Jesus im Wald. Ein Menge Bauer mag nicht mehr lange und lässt sie Zwetschgen einfach hängen. Ein Hartkaffee findet es kühl, liegt unter einem Baum mit offenem Mühl. Da rief Drüss und sagt, ich bin, da hat's verdecke Würmer drin. Ja, der Ernte ist das Jahr eine richtig satte, sagt der Bäcklibauer mit der Patati. Der dümmste Bauern, so sagt man dem, sind die grössten Herdöpfel haben. Kuckuck, Kuckuck, Jesus im Wald. Wenn ein Bauer seine Äste verbrennen will, kommt der Dorfpolizist zu rennen. Sie ist ein bisschen eine scharfe Ratte. Wie bei der Papstwahl geht's vonstatten. Ist der Rauch so weiss wie Schnee? Das interessiert den keinen mehr. Ist er dunkel, noch hast du den Krach und gehst am Schücker eins aufs Dach. Der Gemeinderat spielt's Äffle, das macht weh. Nicht gehört, nicht gesagt und auch nicht gesehen. Kuckuck, Kuckuck, Jesus im Wald. Vor lauter Traktoren, es ist ein Schämmer, haben wir weniger Brot als Hürli-Mensch. Seine Traktoren im Nebengraben stellt der Peterli neu in die Garage ab. Da hat der Stutz da können sparen, fast kein Bauer mehr kann ja Traktor fahren. Beim Schulhaus und beim Kindergarten darfst du auf dem roten Platz nicht warten. Machst du es trotzdem, kriegst du einen Buss. Vom Linter noch einen schönen Gruß. Mit dem Geld gibt es eine neue Karre, die er damit rumfahren kann. Für 20er Zonen habe ich gedacht, hat doch auch ein Traktor gelangt. Kuckuck, Kuckuck, Jesus im Wald. Unser Jubiläum, das steht fest. Ist im Leimental mit Abstand das Beste. Bei den Silberfilmen, da merkt man gleich, ist der Angelo Bohrer nicht dabei. Für einen Regisseur soll es einen Oscar geben. Den will er aber nicht entgegennehmen. Still und heimlich wird er aber. Lieber Gemeinderat, der Schulmeister Graber. Wenn ich den Film sehe, fällt mir ein, früher war alles besser. Die Städte, die wachsen links und rechts. Das sei bei Gott ein Haufen Schlechtes. Gut spekuliert wird über Nacht, die Gartenplätze zu Bauland gemacht. Darauf aber macht's denn allen weh. Es gibt so der will keine Grenzen mehr. Kuckuck, Jesus im Wald. Im Gemeinderat Thüringen kommst du draus, geht der Fuß auch plötzlich aus. Zum Abschied könnten wir uns denken, ihm einen Stromverteiler zu schenken. Der neue Fußballplatz in Biel-Banken ist fertig, du musst bedenken, bei uns kannst du das glatt vergessen, die haben noch niemand den Platz ausgemessen. Kuckuck, Kuckuck, Jesus im Wald. Wenn der Sammy Brün sich buckt, wird's ihm trümmelig wie verrückt. Beim Schwingen geht er ins Sägmehl runter. Trans holt er im Blumenladen. So ein Jubiläum, das trägt Früchte. Da entstehen die wildsten Gerüchte. Der Angelo steppt mit gefärbtem Haar, auch schon 750 Jahre. Kuckuck, Kuckuck, Jesus im Wald. An der Fasnacht kommt's auf den Tisch, wo der Hund begraben ist. Und der Wurm singt auch schon durch. Das Herz vom Leimental in meinem Bauch. Ich sag euch jetzt bis gleich und bald. Kuckuck, Kuckuck, rieft's aus dem Wald. Ciao zusammen.
Wir spielen euch schnell unseren Refrain vor. Die wollen, können mitsingen. Die nicht wollen, können auch gerne mitsingen. Gute Fasnacht, wir singen für euch. Gute Fasnacht, wünschen wir euch. Gute Fasnacht, wir singen für euch. Gute Fasnacht, wünschen wir euch. A3. A5. Wo der Ettiger Förster am Morgen go arbeiten, Seht er im Bündnerloch eine grosse Herdenaffe. er hat einen grossen Schreck und findet das sehr schlimm. Nur keine Angst, sie drehen nur den neuen Kuckuck-Film. Gute Fasnacht, wir singen für euch. Gute Fasnacht, wünschen wir euch. Kommt die Luftskleid für oder? A2. A3. A5. Der Bauer stellt in meine, deine Schweizertiger vor. Wenn du die Sendung anschaust, dann lüpft's dir alle Haare. Er hat mit 6 Punkten nicht schlecht bewerten wollen. Denn der Velo kann leider nicht höher aufzählen. Fasnacht, wir singen für euch. Gute Fasnacht, wünschen wir euch. Schauen bitte alle. Hören. A2. A3. A5. Es ist WM 2018, gegen die Serben startet hässlich. Von den Namen sind sich unsere mit denen etwa ähnlich. Der Chaka schießt ein Goal und macht sofort den Adler. Auch der Lichtsteiner macht's nach, die Sache wird jetzt makaber. Nach dem Spielen Moderatorin, wie geht's Herr Petkovic? Wird gut gespielt, Ball ist rund. Beste Frage verstehe ich nicht. Gute Fasnacht, wir singen für euch. Gute Fasnacht, wünschen wir euch. A2. A3. A5. A6. Es ist ein Riesenereignis, aber eindeutig zum Kotzen. Alle liegen auf dem Boden, der eine ist am Trotzen. Noch vulgäre Fingergesten und das Desaster ist perfekt. Es fehlt nur der Benidorm her, dann wäre WM seich komplett. Gute Fasnacht, wir singen für euch. Gute Fasnacht, wünschen wir euch. Gut schauen. A2. A3. A5. A6. Jore Dreamer, can you solve it? Lafer, lafer, lafer. Sie ist wüst, hat viel Köln und stinkt wie ein Wahlkadaver. 90, 60, 90, da rennen wir schnell heim. Denn die Maß von der Frau Blocher sind nur vom linken Bein. Gute Fasnacht, wir singen für euch. Gute Fasnacht, wünschen wir euch. Salut zusammen. Ja, wo wohnst du jetzt? Hast du eine neue Freundin?
Hast du eine neue Freundin? Meine drei knappe Bikini, auf sich legt sie sich Zucchini, mit Salz und Pfeffer, Brüschone. Meine schießt besser als deine, trinkt wie James Bond der Martini, isst von Martini Grissini, das nennt er halt der gute Schuss. Füttert gern Tortellini, garniert mit Peperoncini, mit Nudeln musst noch nicht mehr kommen. Meine ist gescheiter als deine, sie spielt am liebsten Rossini, mit Fingern wie eine Bambini, ein Ruckenmusik ist ein Sack. Sie kennen mich ja noch. Ich bin der Gottswiller von der Fürstensteinstrasse. Ja, ich wohne jetzt zwar zwangsweise hier im Altersheim Blömerein, in meiner Heimatstadt Darwil. Ja, Sie haben recht gehört. Stadt! 10.007 Einwohner. Da sind wir Darwiler stolz drauf. Mein Herz schlägt immer noch geil schwarz. Ich habe zwar immer noch meine Hüsenettigen und immer noch das gleiche Puff mit der Gemeinde wie immer. Jetzt habe ich langsam die Nase voll von diesen Schlafkappen. Sie glauben ja nicht, was in diesem Dorf hier alles abgeht. Der Herr Meier vom Tiefbau, von der Bauverwaltung, hat ja keinen blassen Dunst von der Materie. Jetzt fragt er mich, bei welcher Versicherungsgesellschaft ich die Gebäudeversicherung habe. Da haben wir gesagt, hey, denk bei der Gebäudeversicherung. Dann meint der Depp, die hat kein Haus. Die Bauarbeiter haben meine Leitungen kaputt gemacht. Jetzt behauptet der Schafskopf, es liegt ja meine alten Leitungen in meinem Haus. Aber der Gottswiller ist nicht blöd. Ich habe das gerade abklären lassen. Und siehe da, meine Leitungen sind in Ordnung gewesen. Die haben einen Mist gebaut und mir den Keller überflutet. Die Feuerwehr ist hergekommen. Der neue Kommandant hat den Weg nicht gefunden. Nein, ich glaube, die haben noch gefestet vom letzten Brand, den sie haben können löschen im eigenen Oben. So, jetzt Leute in diesem jungen Schnurter, in diesem Meier von der Gemeinde an und sagen meine Meinung. Der muss ja auch nicht meinen. Der
Der hat die Rechnung gar nicht der Gotteswillen gemacht. Es langt noch. Es ist erst 5 vor 11. Guten Tag und herzlich willkommen bei der Gemeindeverwaltung in Ettigen. Guten Tag, mein Name ist Gotteswillen. For English, press 1. Pour Français, press 2. Per Italiano, premere il tasto 3. Türkçe, gümrük, müdürlüncü, tasto 4. Per Portugies, carregue o 5. Für Deutsch, Taste 6. Hey oh, als ob ich den ganzen Tag nichts anderes zu habe, als hier Bändchen zu hören. Aber das gleicht ihnen. Sogar zum Telefonieren sind die bei der Gemeinde zu viel. Eine Frechheit ist das. Wenn Sie direkt mit jemandem von der Bauverwaltung reden wollen, dann drücken Sie bitte die Raute-Taste. Ansonsten bleiben Sie am Apparat. Was für eine Route-Taste? Mein Telefon hat keine Route. Das Einzige, was ich habe, ist eine Antenne. Und die kann ich nicht drücken. Das geht's doch nicht. Vielen Dank fürs Warten. Jedoch sind zurzeit alle unsere Mitarbeiter besetzt. Hey, oh, alles besetzt, wer es glaubt. Um Sie noch effizienter bedienen zu können, wählen Sie unter folgenden Punkten aus, was zutrifft. Ja, gemeintätige und effizient. Die machen ja nichts. Einfach nichts. Überhaupt nichts. Sind Sie ein Bauer und wollen ein Feuer machen auf dem eigenen Land? Dann drücken Sie die Taste 1. Sind Sie ein Autofahrer? Sind Sie als Autofahrer von einem Fußgänger in der 20er-Zone beim Schulhaus überholt worden und wollen das melden, dann drücken Sie die Taste 2. Wenn Sie eine Pizzeria im Dorf eröffnen, drücken Sie die Taste 3. Wenn Sie im Frauenchor mitsingen, obwohl Sie männlich sind, drücken Sie die Taste 4. Brauchen Sie günstige Stromverteilungsapparat, drücken Sie die Taste 5. Sind Sie ein Dauerwähler, drücken Sie die Taste 99. Was soll ich jetzt das 99 wählen? Ich habe ja nur Tasten von 0 bis 9. Das sind gestörte Leute. Kein Wunder muss ich immer viel mehr Tabletten nehmen, um mich zu beruhigen. Wir haben Ihre Eingabe leider nicht verstanden. Bitte nochmal wählen. Hey ja, ich habe ja noch gar nicht gedruckt, verdeckel nochmal. Wie wollen denn die wissen, was ich... Wie wollen denn die etwas verstehen? Und außerdem, die verstehen da oben sowieso nichts. Sollten Sie tatsächlich ein Dauerwähler sein und finden die Taste 99 nicht, dann drücken Sie bitte zweimal das 9. Danke. Vielen Dank. Ihr Mitarbeiter wird gesucht. Bitte noch ein Momentchen Geduld. Das Gespräch kann zu schulischen Zwecken aufgezeichnet werden. Das glaube ich nicht. Jetzt wollen Sie noch einen Mitarbeiter suchen. Arbeitsbeschaffung kann ich doch nur sagen. Gemeindeverwaltung Ettigen, mein Name ist Schaub. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen, Herr Gotteswillen? Guten Tag. Woher wissen Sie, dass mein Name Gotteswiller ist? Taste 99. Die ist nur für Sie reserviert. Es gibt sonst keinen anderen, der darauf anläutet. Geben Sie mir jemanden von der Bauverwaltung. Aber einer, der eine Ahnung hat, nicht so einen Erstlehrjahrstift. Ich verbinde Sie gerade. Nur einen Moment. Ja, verbinden und wieder verbinden und nochmal verbinden. Dann sind Sie stark. Vielen Dank für Ihre Geduld.
Ihr Gesprächspartner wird gesucht. Geduld, Geduld, Geduld! Haben Sie jetzt das gehört? Jetzt ist mein Geduldfaden gerissen. Wenn Sie am Suchen sind, dann schaut auch im Keller. Vielleicht schläft er ja dort. Das können Sie am besten. Schlafen und nichts machen. Guten Tag. Leider läuten Sie außerhalb von unseren Schalteröffnungszeiten an. Unsere Büros sind geöffnet vom Montag bis Freitag, vom 9 bis am 11 Uhr morgen und vom 2 bis am 4 Uhr. Bitte läuten Sie während der Öffnungszeiten wieder an oder reden Sie auf unsere Spruchbox. Die Spruchbox ist leider nicht im Betrieb. Nicht ist im Betrieb in der Betrieb. Ein Schissbetrieb ist der Betrieb. Aber Betriebsferien macht der Betrieb. Und der Kommen Sie, bringen Sie aufs Zimmer. Wenigstens ist der Pfleger im Betrieb. In Darwil ist alles im Betrieb. Es hätte jedes Lumpenpack ein Telefon im Hosensack. Es hätte jedes Lumpenpack ein Telefon im Sack.
habe Ihnen noch Medikamente für das Schildkrötchen, eine Kapsel am Morgen und eins auf die Nacht. Mit dem Feder schauen, alles Gute im Schildkrötchen. Ich wollte gern mit Ihrem Hund tischeln. Das glaube ich nicht. Ich habe ihn letzte Woche kastrieren lassen. Hallo, Herr Stöckli. Ihre Frau ist gerade mit der Katze bei mir. Sie hat mich gebeten, sie einzuschlafen. Wäre das für Sie auch in Ordnung? Klar, das können Sie machen. Und die Katze können Sie laufen lassen, die findet den Heimweg von alleine. Sie, Frau Lauper, jetzt habe ich noch eine Frage. Ist jetzt nicht gerade der Bauverwalter, der Herr Plattner, bei Ihnen gewesen? Ja. Ah, ist er auch Patient, kommt bei Ihnen? Ja, er kommt. Sogar regelmäßig. Ich habe gar nicht gewusst, dass Sie auch Kamel behandeln. Wir behandeln hier auf Wunsch auch Fisch und bunte Vögel. Hallo miteinander. Mein Name ist Jackie Bohnenblüstig. Ich komme aus Omelingen. Grüezi, Herr Bohnenblüstig. Was ist Ihr Anliegen? Mir fehlt nichts. Aber mit dem Tierle geht langsam die Luft raus. Sie sind, meine ich, schon ein schöner Vogel. Ja, das können Sie laut sagen. Jetzt drücken mich schon wieder die Tieraugen. Habt ihr gewusst, dass die Wissenschaftler herausgefunden haben, dass die Tieraugen auch gelegentlich am Kopf vorkommen? Nein. Er denkt bei den Hühnern. Wo ist Susi? Wo ist Susi? Wo ist Susi? Yeah. Ich hab Fieber! 40 Grad Fieber! Ja, woher weisst denn das? Ich hab heute Morgen ein hartkochtes Ei gelegt! Ja, aber wo ist denn Susi? Er denkt beim Gückel. Ich meine, Sie gehen in ein Ehrenhaus. Frau Brotmann, bitte kommen Sie. Wir gehen ins Untersuchungszimmer. Vielen Dank. Sie legen wir hier verschlagen. Natürlich. Nicht Sie. Das Hundi. Sie können gerne hier auf dem Stuhl Platz nehmen. Nein, danke. Wieso nicht? Das ist ein sauberer Stuhl. Nein, den Trick kenne ich. Am Schluss tun wir noch einen Sitz und eine Reinigungsgebühr verlangen, so wie bei meinem Zahnarzt. Nein, so weit sind wir noch nicht. Höchstens Eintritt für einen VIP-Platz. Frau Doktor, was fehlt denn meinem Hundi? Ja, Frau Brotmann. Ihrem Hundi fehlt eigentlich nichts. Es hat einfach alles. Ja. Schauen Sie, es fehlt noch. Nein, das glaube ich nicht. Tatsächlich? Frau Doktor, können Sie da etwas machen? Das haben wir gerade. Es ist gar kein Problem. Einen kleinen Moment, Frau Brotmann. So, das sollte verheben. Ja, gut. Schauen Sie, jetzt schält es nicht. Wunderbar. Vielen herzlichen Dank, Frau Doktor. Bitte, ist gern schön. Die Untersuchung und Behandlung, das wären noch 150 Franken, bitte. Sehr gern. Sie können es gerade zahlen. Dankeschön vielmals. Komm, Schätzi. Frau Doktor? Was? Es schält wieder, schauen Sie. Ja, nein, das kann nicht sein. Tatsächlich, es schält wieder. Schauen Sie, Frau Brotmann, ich zeige Ihnen, wie das geht. Dann können Sie das daheim gerade selber machen, wenn es wieder auftreten würde. Nehmen Sie hier den Schlauch, ich zeige Ihnen genau die Handhabung. Sie tun das fest tief ins Innenohr einführen, in den Gehörgang. Aber nicht tief. Und 3-mal pusten. So, das sollte verheben. Ja, Ihr Hundi hat arg viel Haarenschmalz, aber schälen tut's nicht mehr, sehen Sie? Wunderbar, ich danke Ihnen. Frau Doktor, es schält schon wieder.
Es geht nicht weg. Kein Problem, Frau Proper, kein Problem. Schauen Sie, nehmen Sie doch jetzt den Schlauch und probieren Sie es gerade selber. Ich bleib dabei, da kann ja nichts passieren. Wieso drehen Sie jetzt den Schlauch um? Ich bloß doch nicht ins gleiche Ende rein wie Sie. Ich bin doch kein Säunickel. Der Schifter am Kastenladen und ans Gobi-Tischbein. Hey nein, sie hat einen Hund daheim. Hey nein, sie hat einen Hund daheim. Nachbars, die haben junge Hunde und Hunde, das sind die besten Freunde. Drum hat sie jetzt so ein Beheim, noch ist sie nicht mehr so allein. Sie hat einen Hund daheim, einen Hund daheim, einen Hund daheim. Der Schifter am Kastenladen und ans Gobi-Tischbein. Hey nein, sie hat einen Hund daheim. Hey nein, sie hat einen Hund daheim.
Nebengraben, Graben. Ia, ia, ho. Offen Abend, Graben. Ia, ho. Graben, ganz weit oben, offen Abend, Graben. Im Nebengraben, Graben. Ia, ho. Ja, Ettigen tut jubilieren. Ia, ho. Ja, jetzt hat man halt ein bisschen studieren. Ia, ho. Ohne zu sparen, der Bus soll fahren, es gibt keine Ruhe, wir schütten zu. Im Nebengraben platzt der Kragen. Ia, ho. Das Fest ist nach schönen Tagen. Ia, ho. Ja, im Nebengraben wird neu aufgraben. Ia, ho. Graben, ganz weit oben, offen oben, Graben. Im Nebengraben, Graben. Ia, ho. Ja, 25 Jahre, das ist ein Wert. Ia, ho. Hey, Zettigen, der Weihnachtsmarkt. Ia, ho. Ja, ohne zu sparen, der Bus soll fahren, es gibt keine Ruhe, komm, wir schütten zu. Im Nebengraben platzt der Kragen. Ia, ho. Der Markt ist und verstummen. Ia, ho. Im Nebengraben wohnen die Dummen. Ia, ho. Ja, Graben, ganz weit oben, offen oben, Graben. Im Nebengraben, Graben. Ia, ho. Hey, am Ecken wohnt der Meuri schön. Ia, ho. Ja, neue Leitungen zur Hütte gehen. Ia, ho. Ohne sparen, der Bus soll fahren. Es gibt keine Ruhe, wir schütten zu. Im Nebengraben platzt der Kragen. Ia, ho. Im Nebengraben, Graben. Ia, ho. Hey, offen Abend, Graben. Ia, ho. Graben, ganz weit oben, offen Abend, Graben. Im Nebengraben, Graben. Ia, ho. Hey, und zahlen tut das dann wie gewohnt. Ia, ho. An jeder, der in Ettigen wohnt. Ia, ho.
Darf ich Ihnen den Mantel gerade abnehmen? Sehr gern. Vielen Dank. Kleinen Moment. Kommen Sie bitte mit. Oh, pardon. Darf es schon etwas zum Trinken sein? Ein Güppli. Wir haben Prosecco, Cava und Champagner. Champagner. Ist der Brut Demisec, Grand Dosage oder Natur? Er ist im Glas. Sie werden doch wohl wissen, ob das süß oder trocken ist. Nein, ich weiss nur, dass er flüssig ist. Was hätten Sie denn gern? Gut, dann nehme ich ein Bier. Und hätten Sie noch eine Getränkekarte dazu? Was hätten Sie denn gern? Ein Prinz Regent Luitpold. Bitte? Ein Prinz Regent Luitpold. Ein Weizenbier. Wir haben nur Ziegelhof. Ah, Moment. Wir hätten noch einen Paulaner aus der Flasche. Banause. Also gut, dann nehme ich ein Glas Wasser, Glas Hahnenwasser, nicht zu kalt, bitte. Sehr gerne. Wieso wollt ihr überhaupt so ein kompliziertes Bier? Ihr habt doch unser Bier und Ueli Bier. Hast du gern Nüsslisalat oder hättest du lieber einen Schneckenschatz? Red doch nicht so abschätzend über Frauen. Vielen Dank. Dankeschön. Was darf es denn sein, Madame und Monsieur? Wir nehmen einen Nüsslisalat mit 2 Gabeln. Excuse, hat es viel Nüssli am Salat? Ich bin darum ein bisschen algerisch. Mit Speck und Eier? Sind es Freilandeier? Und was für eine Farbe haben die Schalen? Braun oder weiß? Ist es gesalzene oder geräuchter Speck? Also die Farbe der Eier ist egal, aber der Speck sollte nach etwas schmecken. Rein stinken muss es. Ja, was darf es sonst sein? Une Soupe d'Omar vielleicht? Bubensuppe, Mädchensuppe aus dem Mikro. Wir hätten noch ganz feine Lachs. Wild oder züchtet? Wild. Mit der Rute gefangen oder im Netz? Wahrscheinlich im Netz. Hat es Beifang gehabt? Wenn ja, was? Schatz. Ein Walfisch, eine Colaflasche und 3 Pariser. Ja, gefüllte. Schatz. Es gibt 2 Sachen, die nach Fisch schmecken. Das eine ist der Fisch. Für mich ist es wichtig, dass er halal ist. Was? Halali, hallo! Wie Toblerone. Hey, wir sind noch nicht beim Dessert, mein Herr. Ah ja, excuse. Also, dann hätten wir noch gern dazu einen feinen, kräftigen Bordeaux. Ich Bordeaux nie. Ein Saint-Julien Bechevel aus dem Médoc. Sie meinen Bechamel wie die Sauce? Bechevel Saint-Julien. Pardon, mein Herr. Das Gemüse ist doch schon Julien. Wir hatten aber noch einen ganz feinen französischen Wein aus Tetra Pak. Die haben keinen Hauch voneinander. Wenn Sie meinen, einen halben Tetrak. Der Hauptspeise? Hast du Lust auf Rind? Lieber auf dich. Wir nehmen 2-mal das Rindfilet. Wunderbar. Von wo ist das Rind? Von der Weide. Wo ist die Weide? Schauen Sie, sehen Sie die Kirche da vorne? Ja. Von dort ist es nicht. Ja, auch nicht von Schultes. Das ist nämlich jetzt Bruns. Der Roland hat Wurst und sie hat Sagen. Das ist ja bei Ihnen nicht anders. Es gibt also doch noch Hornkühe. Von wo ist jetzt das Rind? Von vorne oder von hinten? Es ist ein Filet Trou du Cul. Bien cuit, mein Herr. Also es darf schon ein bisschen blutig sein. Als Beilage vielleicht noch ein bisschen Pomme de terre. Aus welchem Boden sind die? Nicht aus der Erde. Ja, biologisch. Ja, eine Kuh hat drüber geschissen. Rein stinken muss es. Sind die Herdöpfel fest oder malig gekocht? Das kommt dann darauf an, wie lange das die Herdöpfel gekocht sind. Genau. Wir hatten noch ganz feine, frische Schwarzwurzeln. Afrikaner? Nein, Schatz, das sind doch die schwarzen Wurzeln, die im Boden stecken und wenn man sie schält, dann werden sie weiß.
Wenn Sie da Bechamelsauce dazu? Als Dessert hatten wir noch ganz feine Zwetschgen-Sorbet. Wie alt sind die Zwetschgen? Und sind sie gespritzt worden mit Pestizid? Just Herr Camarero, jetzt habe ich noch ganz ein anderes Problem. Wo ist da der Powder Room? Bitte? Der Restroom. Ich verstand es nicht, mein Herr. Toilette pour Messieurs. Ich weiss nicht genau, was Sie meinen, mein Herr. Ich sage Ihnen ein für alle Mal, ich bin nicht Ihr Herr. Und wo ist da Tschissi? Klein Stinken muss es. Hallo zusammen! Oder wie sich die Jungen heutzutage begrüßen. Hallo! Jetzt sollen die Telefonkabinen am Bahnhof verschwinden. Früher haben wir uns einmal dort getroffen. Und sind von dort in den Ausgang und bis am Morgen früh heiß gelaufen. Wenn heute immer Junge den Treffpunkt nennst, schaust du in eine verständnislose Miene und dann fragt er, ey Alter, was ist eine Telefonkabine? Ettigen gibt es seit 750 Jahren. Das ist eine riesige Leistung, ist die Meinung. Ein paar Thüring-Schaub und Stöckli meinen zwar, hat sich schon ein bisschen etwas verändert. Man sei sich da einig. Hey, auch bei mir, 40 Jahre nach der Hochzeit, lang nicht mal alles beim Alten. Zum Beispiel die Hochzeitsschuhe trage ich nicht mehr. Nur die Schachtel habe ich behalten. Ich sage der Frau auf Facebook, dass ich sie lieb. Und auf Instagram tue ich sie loben. Ich teile ihr mit auf Twitter, sie sei die Größte und lade sie ein per WhatsApp für morgens oben. Ich tue ihr schön mit E-Mail, schreibe SMS von den Sorgen, die ich nicht mehr tragen kann. Dann merke ich, sie hockt ja neben mir, ich hätte das direkt sagen können. Meine ideologisch grüne Nichten im Grossrot hat damals Buschi mitgenommen, lasst jetzt aber bleiben. Sie ist etwas ganz Dummes passiert, sie will es nicht weitertreiben. Bei einer Abstimmung über einen SVP-Antrag hat sich das Kleine verschluckt. Beim Husten mit den Händchen rumgefuchtelt und voll auf den Ja-Knopf gedrückt. Ja, jetzt auch so eine Drohne mit Kamera, die lasse ich einmal kreisen. Es ist für mich eben einfacher, wenn ich wieder will glüsteln und gneisen.
Also fliegen in den Garten von der Schwiegeramsel. Der Gewunder hat mich gepackt. Dann hat alle dort gesündelt, oben ohne. Dann hat es die Drohnen gerade verjagt. Das ist schwierig, da muss ich mich konzentrieren. Ich lese am Morgen das E-Paper, spiele ein bisschen E-Sports, schaue auf meine E-Watch und fahre mit dem E-Bike to the job. Dann checke ich die E-Mail, mache ein E-Voting fürs E-Learning, download ein E-Ticket, it's really top. Wieder daheim mache ich das E-Banking, rauche eine E-Cigarette, lese in meinem E-Book, aber es ist eine Katastrophe. Nebendran wohnt ein IB-Fan, der Idiot spielt auf der E-Gitarre, ja nicht einschlafen. Archäologen haben beim Spiegelhof tief im Boden unten bei Ausgrabungen doch tatsächlich ein Kamelgebiss gefunden. Wie das Viech geheissen hat, wird jetzt ermittelt. Mit aller Kraft. Wird schwierig, hat schon manches Kamel im Spiegelhof geschafft. Wenn du mit dem Auto rückwärts fährst, dann können sie irgendwann piep, piep, piep machen. Für uns heisst das Achtung ein Mauer, Achtung ein Baum oder solche Sachen. Für die meisten Frauen heisst das gar nichts. Und ich sage euch warum. Bei denen macht es piep, 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 piep und dann macht es bumm. Der Glöckli-Frosch war einmal das Tier des Jahres. Eine Jury hat es einmal fixiert. Und meine Frau das gehört hat, hat sie mit einem stillen Lächeln reagiert. Ja, wenn wir aber zusammen Fernsehen schauen, dann tue ich wohlig jaulen, wenn sie mir Fröschli sagt und an den Glöckli durchkraulen. Gefällt dir wieder, hä? Ich bin letztes Jahr am Schalter von der Raiffeisen, weil es mich schlaflos macht und mich belogen. Ob mein Geld sicher sei, bin ich so einen jungen, dynamischen mit Krawatte geflogen. Aber sicher ja, doch hat er geschleimt. Unseren Kaderleuten kann man sie jeher vertrauen. Da habe ich kurz nachgedacht, habe ihm ein paar auf die Schnur gehauen. Ich hatte
gehört, dass ihr euch hier zu Ettigen verkleiden dient an der Pfingsten. Und als Buchenlaubstrauch rumsäckelt. Ja, an der Pfingsten geht es ja am längsten. Als ich letzte Pfingsten Sättigen war, habe ich vorher ein Schnäpsel genommen. Das habe ich nicht vertreibt. Darum habe ich dann jedem Buchenlaubstrauch, den ich gesehen habe, guten Tag verhausen gesagt. Ich bin mich sofort bei der Verhauserin entschuldigen und sie hat mir vergeben. Dann haben wir zusammen Duzis gemacht und sind in den scharfen Ecken reingegangen. Dann sage ich, aber du Sibyl, der Buchenlaubstrauch dort hinten, geht es denn gerade auf den Ranzen? Dann sagt sie, das ist kein Buchenlaubstrauch, das ist der Angelo Bohr, der ist am Tanzen. Ey Mann, tschüss. Ey, weisst an Rheinufer, Alter. Ey, ist alles voll Scheiße und Dreck. Ganz Haufen. Ey, was ist, Alter? Dort kannst du nicht liegen mit Tussis und Red Bull saufen. Aber ey, weisst Mann, geil. Meine Mutter kennt Ort, Alter. Wo ist noch viel schlimmer? Habe ich gefragt, ey Mann, wo? Seid sie voll krass? Die Zimmer. Zeit haben wir, merci vielmals. Jetzt
Mama sagt, bist Bache, das kannst du doch jetzt nicht machen. Du gehörst zu uns in die Stadt. Ich will nicht so hetzen, ständig Messer wetzen, sein Leben habe ich langsam satt. Wir leben in Baselbiet, wir leben in Baselbiet. Da scheint für uns noch die Sonne, da ist der gewonnen. Es ist wie ein Liebeslied. Oh yeah, come on. Basel ist wie Curling, die Luft ist auf dem Land noch gesund. Es hat Wiesen und ein Felder, Hügel, Höfe, Felder, du weisst, da läuft's grad rund. Krieg die weiter gemütlich, das Volk, das ist so friedlich, und findet an der Reihe festzieht. Man tanzt gern Ringelreihe, es gibt feine Kirschweihe, so schön ist in Basel wird. Wir leben in Baselbiet, wir leben in Baselbiet. Da scheint für uns noch die Sonne, auch da ist der gewonnen. Es ist wie ein Liebeslied, oh yeah, come on. Soll es zahlen, es ist ja immer das gleiche Lied. Sieh, wenn Geld aus Stühni, sei's Theater oder Dünni, das macht dies langsam miert. Wir leben in Baselbiet, wir leben in Baselbiet. Da scheint für uns noch die Sonne, auch da ist der gewonnen. Es ist wie ein Liebeslied. Wir leben in Baselbiet, wir leben in Baselbiet. Da scheint für uns noch die Sonne, auch da ist der gewonnen. Es ist wie ein Liebeslied, oh yeah. Da scheint für uns noch die Sonne und die Leute sind nicht so spunnen. Es ist wie ein Liebeslied. Oh yeah! Oh yeah! Dankeschön vielmals. Merci vielmals. So, jetzt. Dankeschön. Ich hoffe, ihr seid das nächste Jahr wieder dabei. Gehen wir ein bisschen mehr Licht auf die Bühne bitte. Ja, das ist nicht abgemacht. Das haben wir jetzt nicht gewusst. Aber doch, es war abgemacht. Es war schon dunkel. Ja, schon nicht abgemacht. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid das nächste Jahr wieder dabei. Wirklich. Das ist kein Fall. Sind ihr wieder dabei? Ja! Dankeschön. Es ist ja so. Wir haben es jetzt 4 Jahre gemacht. Gestern haben wir das nicht erzählt. Gestern haben wir gar nichts gesagt. Nein, haben wir aufgehört. Aber wir haben jetzt das 4 Jahre gemacht und wir haben es eigentlich im Sinn, noch mal ein Jahr zu machen. Und dann wäre es aber schön, wenn auch ein paar Junge nachkommen und ein bisschen das Zepter übernehmen würden. Das wäre eigentlich unser Ziel. Aber dass man so wie sich auf die Beine stellen, braucht es wahnsinnig viel Arbeit. Das haben wir vielleicht auch gemerkt. Und darum möchte ich jetzt heute also wir möchten allen ganz herzlich Dankeschön sagen. Was nicht selbstverständlich ist, dass die Band Tierpfleger dabei ist, auch sie. Also die Band möchte auch, dass das jetzt abgelöst wird durch Musiker aus Ettigen. Aber das ist auch nicht so ganz einfach. Es hat zwar ein riesen Talent unter uns hier im Dorf, aber die will man auch zuerst überzeugen, dass Guggenzeitler etwas Wichtiges ist, ein Bestandteil ist hier im Dorf, weil so Vorfassensveranstaltungen gibt es zwar Haufen, aber in den Dörfern sterben die auch alle weg, weil niemand mehr
da ein bisschen Verantwortung und Engagement übernehmen. Darum einen ganz herzlichen Dank jetzt oben den Tiefflieger, die mitgemacht haben, der Raffi an der Gitarre, der Tobi an der Handorgel, der Michel Achgast am Schlagzeug und der Ernst unter uns allen ist da gesehen, wo das Keyboard, der Bass spielen und zusätzlich die ganze Technik von dem Mikrofon und alles müssen machen. Einen großen Applaus mit dem Cousin Primo, Michi Äppli! Dann haben wir das Jahr, ich tue mir jetzt einmal ausklammern, ein tolles Schauspielensemble gehabt. Nicht zuletzt auch einen Haufen Text geschrieben hat der Schilpi Gasper. Kennengelernt habe ich aus der Trommelzeit, wo wir jetzt haben auf der Bühne ein paar Jahre gestanden sind, auch eigentlich ein Ethiker, also jetzt ist er es erst gerade geworden. Wir dann ein paar Hoffnung noch Dankeschön sagen, dass er die aufgenommen hat. Nicht wahr? Er kommt zwar nie an die Vorstellung, weil er am ersten oben kein Billett bekommen hat, ist er jetzt beleidigt. Seit 4 Jahren. Vielleicht ist er heute da, ich weiß gar nicht, ist er da? Nein, ist nicht da, eben, gestern ist er auch nicht da gewesen, aber er hätte ihn doch zum Bürger von Ettingen geschlagen und das müssen wir hoch anrechnen. Im Gutzwiler, im Danny Scherli! Dankeschön, der Toni Hunziger, das Urgestein aus dem Oberbaselbiet, aus Ohrmalingen. Ihn haben wir an Land gezogen, weil er ist auch ein sehr bekannter Schauspieler, er hat schon einen Spielfilm mitgemacht im Baselbiet und sonst und spielt auf allen Bühnen auf und ab seine Programme hier, wo es immer gibt, hier in den Herbst-Sessions, gell? Und das wir haben ihn einmal gewonnen. Bei den Tierflieger als Schauspieler und wir haben hier auch Ausgaben von 4 Jahren, weil wir eben zu wenig vom Dorf haben können überzeugen zum Mitmachen. Also das ist auch wieder eine kleine Anspielung. Schaut, wer Lust hat, darf gerne mitmachen. Aber er hat uns zur Patschen ausgeholfen und ich glaube, er hat das riesig gemacht. Der Toni Hunziger vom Oberbaselbiet. Schackgeborener Blut von Omerling. Aber eins muss ich sagen, ich habe Ettingen lieben gelernt, als Oberbaselbieter. Wir müssen nicht zu fest klatschen, das ist so ein schleimiger Spruch, haben wir in die Politik einsteigen. Nein, aber jetzt, normalerweise tut man ja Damen zuerst vorstellen, aber das habe ich mir extra jetzt aufgehalten. Die Schwester vom Schilbi ist eingesprungen. Aber ich muss jetzt sagen, sie ist in die Probe gekommen und ist besser gewesen wie wir, weil sie hat Text schon gelernt. Sie hat so Angst gehabt, dass wir so böse sind zu ihr, dass wir sie nicht lieben, wenn sie den Text nicht kann. Aber sie hat ihn können und sie hat das hervorragend gespielt und ich glaube, sie hat ganz einen speziellen Applaus verdient. Sandra Gasper! Das ist ja gar nicht mehr. Also Sandra haben wir eigentlich nur geholt, damit es nicht die Überhand hat von den Äpplis. Jetzt sind es auch 2 Gaspars und 2 Äpplis. Also von daher ist es mal unentschieden, das ist schon mal nicht so schlecht. Ich möchte natürlich noch ganz herzlich auch denen ein bisschen im Hintergrund Dankeschön sagen. Im Hügi-Patten, der 3758 Teller gewaschen hat. In diesen 2 Öben, die ganzen Helfer, die das Essen serviert haben, dass ihr eigentlich das Essen rechtzeitig bekommen habt und warm war und alles so weit gut war. Auch diesen 2 Damen hinter der Bühne, die uns frisiert haben, geschminkt haben, speziell der Waldi immer, weil das ist immer so ein bisschen, die Falten und alles, das muss man halt auch immer ein bisschen wegkriegen, das ist nicht ganz einfach. Und das ist sicher auch einen ganz grossen Applaus wert. Also wirklich einen ganz grossen Applaus für all die Helfer, die im Hintergrund sind. Auch unser Souffleur, der Marc. Kannst du auch mal schnell aufstehen bitte, dass du wenigstens einmal gestanden bist heute.
Schon unsere Inspizienz, unser Souffleur. Ich glaube, es hätte nicht groß gebraucht, oder? Wir haben einfach den Text können und das, was wir nicht können, haben wir improvisiert. Also da bist du, irgendwann einmal bist du gar nicht mehr nachgekommen. Genau. Wirklich ganz großen Applaus für all die Helfer. So. Und heute sollen sie ja da sein, aber sie sind, ich weiß nicht, ob sie parat sind, unsere Blöser. Die würden wir doch heute auch vorstellen, die in der roten Hemle, aber ich glaube, es hat nicht geklappt. Ich weiß nicht, wo sie sind. Kommen wir mal da vorne, bewegen. Nein, das glaube ich nicht. Aber machen wir schnell Licht im Saal, die gucken dort hinten, ganz viel. Also da haben wir an der Trompete den Danny Kehnel. Am Saxophon Danny Schmidli. Am Altsaxophon der Dominik Zehnhäuser. Und jetzt leider, meine Damen und Herren, Posaunen aus Edigen haben alle abgesagt. Haben wir müssen einen Vorhänglöpfer nehmen aus Hofstetten. Der Raffi Schwitter! Danke vielmals. Grossartig. Wir haben mit ihnen nur zweimal proben. Das erste und das letzte Mal am Sonntag. Es ist aber recht gut rausgekommen, sie haben alles daheim einstudiert. Und jetzt, der Schibi hat schon gesagt, ja, Gasper, Äpple, 2-2. Aber es ist eben nicht ganz so, es ist da sind die Verhältnisse nicht super geregelt bei uns hinter der Bühne. Wir haben nämlich 3 Widmer, die uns übertrumpfen, die nämlich hier alles aufstellen, dass es funktioniert. Und hin und her segeln, Requisiten bauen und eigentlich nur im Hintergrund sind. Darf ich euch auf die Bühne bitten, Gebrüder Wittmer, der Roland Wittmer, der René Wittmer und eben Monika Wittmer. Und da hätten wir noch den Tobi Wittmer. Es ist ganz schlimm. Es ist fast schlimmer wie Zettigen mit Schaub und Brotmann am Thüring. Und wir wollen noch ein grosses Merci sagen, ist am Lichttechniker Sammy Buhmann.